Hat Mittagsstunde auf der Arbeit. Das ist immer so ein Moment, wo ich bei den Opa Riva guckt, wie zu wissen, was denen da gutes Mattbröst tut. Und ich weiß nicht, ihr schaut, wie der Lunchbox richtig gut pimpen könnt. Ich mache einen Salat am Glas und noch gesunden Trüffel mit gedrischentem Obst. An der Tischend geht es für mich auf eine Theaterbühne, wo ich euch weisen, wie ihr einen Instant-Linsen-Zup möchtet. Wenn es ein absoluter Lunchbox-Klassiker gibt, dann ist es ein guter Salat. Ich mache heute 2 Variationen am Glas. Und ich wette, dass Ihr Arbeitskollege sicherlich neidisch drauf wird zu sehen. Für meinen ersten Salat brauche ich Poulet, Tomaten, kleine Nidelscher, Sauerrahm, Croutons und Bratzeln. Das Prinzip von einer Salat am Glas ist wirklich dick einfach. Innen dran Vinaigrette und all guten Ingredienten gehen auf Schichten drauf gestapelt. Und ich mache hier einen flotten Poulet-Salat mit Nidelscher und mit einem amerikanischen Dressing. Ich will ein Dijonsmuster, das ist ein bisschen scharf wie diese Litzebäuer. Dann 3 Löffel Sauerrahm. Die amerikanische Vinaigrette sind immer ein bisschen mehr Costo, die heute noch. Da könnt ein bisschen Joghurt dabei. Da könnt Garlic Powder dran, also gedrischelte Knoblauch, auch typisch an amerikanischen Salaten. Ich mache ein Pot Milch dabei, ganz ein bisschen, so ein kleines Löffelchen. Und da könnt auch noch Mayonnaise dran. Das gibt dem Ganzen noch ein cremisch Seist. Also es gesagt in der Zwischenzeit ein bisschen anscheinend wie Cornflakes zu machen. Aber was ich da noch vermischt, gibt es wirklich ein super Dressing. Noch ein bisschen Knoblauch. Also den Ranch Dressing hier ist eigentlich ein bisschen so wie ein Caesar Dressing, nur dass kein Anchois dran könnt. Ich mache nicht so viel Knoblauch, weil den ist ja roh. Die ist relativ stark am Goût. Und ganz zum Schluss noch ein paar Bratzeln aus dem Gart. Die geben dem Ganzen dann noch eine schöne geringe Farbe. Some like it hot. Auf jeden Fall mit Amerikaner. Und da, wenn es könnt, noch ein bisschen cheeky Tabasco dran. Das passt ganz, ganz gut noch bei die cremisch Vinaigrette. Gut. Da kann ich meinen Salat schon gleich assemblieren. Als allererstes schneide ich noch meine Cherry Tomatoes klein. Und schon hier gegrillte Poulet-Strempeln, die ich schon fertig so kaufe. Kriege ich beim Treter oder beim Metzler so. Das ist da ganz praktisch. Da schneide ich mal nur einfach ein bisschen Fleisch drauf. Und dann habe ich ein kleines Sucrin-Salat. Das ist dann noch ein bisschen so ein kleiner Döff für einen Caesar-Salat. Da wird ja immer die große Romaine geholt. Aber so ein kleines Sucrin geht wirklich völlig durch an das Glas. Da. Schneiden alles relativ klein. Und da kann ich mein Glas schon assemblieren. Da könnt, wie gesagt, innen an mein Glas immer den Dressing. Und hier geht durch für 2 Portionen. Ich mache eine Mentalschicht von der Vinaigrette dran. Kommen wir drüber mit Tomaten. Und dann kommen wir Nudeln drauf. Und schon habe Orzo-Pasta oder Bagos, wird die auch genannt. Die habe ich gestern schon gekocht gehabt. Kann ich noch Couscous drauf machen oder Kichererbsen oder irgendwas anderes. Ich mache einen Nudelsalat. Gut, das geht durch. Da könnt ihr Poulet drauf. Was so schön ist bei diesen Schichtgläsern, ist wirklich, dass sie sich auf alle Elemente freuen kann. Und da sind alle so schön gesagt dran. Das ist ein kleines Schaufenster von einer Salat. Auch schon gut gemeint mit den Sachen, die drin waren. Da kommen aber nicht wie so viele Vitamine drauf. Da kann ich gut drücken. Und ganz zum Schluss habe ich für den kleinen Crunch. Und zwar sind das heute so Backerbsen. Das sind Croutons, die ihr normalerweise an Suppe mischt, aber die super auch auf das Salat gehen. Und dann ist mein Poulet-Salat am Glas schon fertig. Also mache ich noch eine super vegetarische Variante. Dafür brauche ich ein klassisches Vinaigrette, Cornichon, gekochte Quinoa, gerappte Wurzel, Granatapfelkerne, ein paar Pistachen und ein bisschen Mond. Und meine Salate kann ich so mal auf die bestellen. Und dann, wenn ich bereit ist für zu essen, schütte ich ihn einfach auf den Teller, vermische den Teig gut. Und dann ist der Packed Lunch schon fertig. Meine Salaten aus dem Glas, ein farbiger Lunch, den garantiert schmecken wird.
Mein Nummer ist Anlaber und ich freue mich, ihr durch diese kulinarischen Event zu begleiten. Kathi, was du so excited wirst, auf wer ist ein Hauteisenkandidat? Ja, ich meine, das geht nur mit großem Kochkino. Am Theaterstück Kochbohnen dreht sich alles um die Lützeburger Esskultur. Und da bin ich mal gedacht, dass ich dann heute mit den Schauspielerinnen etwas richtig Lützeburgisches auf der Bühne kochen. Und ich kriege einen gut instant Linsenzopf gemacht. Okay. Das heißt, das heißt, wir an einem Moment könnt zusammen bauen und direkt essen. Perfekt für während der Probe, wenn ihr sehr hungrig seid. Ja. Okay, also, was ihr braucht, ist einfach 1,5 Löffelchen Poulets Bouillon. Am besten eine ganz gute Qualität, weil das tut uns das, was der ganze Gute noch geht. Dann kommen natürlich Linsen dran. Und ich habe hier fertig gekochte Linsen, die kriegt ihr am Glas oder auch an der Bix zu kaufen. Und dann mache ich noch ein bisschen Erbsen dabei. Auch Wurzeln aus dem Glas. Ich habe auch noch Mini-Mettwursten. Die kommen auch noch mit dran, weil eine Mettwurst gehört immer an einen Linsenzopf. Und dann mache ich noch ein ganz bisschen Teint drauf für den Goût. Und dann mache ich auch noch ein ganz bisschen Rahm. So, und das Ganze das kann ich dann nur so abhaken, mal dann Profuhlen, nicht an den Frigo machen. Das ist ganz wichtig, dass das Glas wotlich ist oder Zimmertemperatur, wenn du nicht Wasser dran könnt. Weil sonst ist es zu kalt und da ist der Zopf wirklich schon direkt so wotlich nehmen. Ja, dann brauche ich nur noch Wasser kochen zu tun. So, mein Wasser ist gekocht. Das könnt dann wirklich gliedig drüber. Und dann Shaker. Das ist schon warm. Weil die am besten du. Shake. Also es ist wirklich wie wenn du so an einer Cocktailbar warst. Gucken, dass auch innen alles gut vor das. Und Lunch is served. So sehr geht das. Wow. Ich bin wirklich ein bisschen fasziniert. Ja, ich auch. Weil Kochen ist normalerweise so streng. Ja, also und so viel Präparation und so. Du musst gut nicht zählen. 2 Minuten mehr, ich habe Hunger. Okay. Maja, nur da gesehen, wie es geht. Ah, wo du joues, lo. Ja, okay. So, mir der Theater steckt über Lützeburger Esskultur. Wie sieht das dort rüberkommen? Auf wie wart? Ich hatte mit ein paar anderen Leuten ein Stück gemacht. Das war ein bisschen so am Kabarett-Stil. Und dann wollte man do weitermachen, also etwas machen, auch über Lützeburg und so. An meine Kochbücher leite ich Schwerpunkt auf neuer Lützeburger Küchen. Zum Beispiel machen wir mal gerne etwas Einfaches für bei den Apero, etwas, was gut bei Bayer oder Creme passt. Meine Mettwurst-Muffins sind die perfekte Lützeburger Party-Snack. Ich mache aber auch gerne Jus mit Gardebohnen Cannelloni oder Kochkäse Fondue oder Grand Prix Kichelchen mit Sweet Potatoes. Meinst du nicht, dass du ein bisschen zu viel wie siehst du am excited bist? Du warst ganz ein bisschen erstaunt, wie ich an dem Publikum so. Wie du willst machen wir das doch heute zusammen, weil ich jetzt gesehen und gedacht so, sie machen den Gag mit mir, dann manchmal like, du Gag aber das ganz witzig fand, dass da wirklich das dort Mettwurst-Muffins und Kochkäse Fondue geholt hat, dann dass das Publikum sich frech gelacht hat, weil sie gemeint haben, die haben das erfunden. Das sind aber mehr Rezepte. Ja, das weißt du, weil ich schon einfach dann und like gesagt, man, nee, möchte das wirklich. Gut, aber da könnt ihr ja am nächsten Stück das heute machen. Ja. Ich fand das ist ja wirklich easy. Und ich sag mal, das kann ich ja, also der Teil ist cool, mit kannst du auch mal lauter andere Sachen einschmeißen. Ja, klar. Kannst du auch ein paar Schichten dran machen oder an irgendwelche Gemüse. Ja, kannst auch gerappte Frischwurzeln dran machen. Ja, das ist ist so schon direkt gut. gut, weil das nämlich gut warm, wenn du bläst. Ja. Nicht verbrennen. Am guten Deckel zu machen. Yep. Ja. Dann Also, shake it. like a Polaroid picture. Dann gebe ich so einen guten Hammer. Appetit und happy cooking. Merci. So geht Feierauer könnt normalerweise den Moment, wo ich kleine Krö krähen und nur etwas Seis im Glisteren. Und da kommen meine gesund Energy Balls genau richtig.
Für meine Energy Balls brauche ich Datteln, Pekanis, Ahornsirop, Kanäle und Kokosraspel. Kennt ihr so, dass so Energy Balls den neuen trendy Müsli-Riegel sind, weil sie lauter gesund Sachen dran, die einem direkt voll Energie gehen. Was ist immer dasselbe? Datteln. Und ich habe eine Zucht von Müllendatteln geholt, weil sie steht nur mir einfach mixen lassen. Mehr als echt, komm mal meine Nüsse an den Mixer. Ich schneide Pekanis, weil ich die furchtbar gern und die sind so richtig gut nussig und ein bisschen schmecken sich nur Ahornsirop irgendwie. Die hacken ich noch schon ein bisschen mehr rein. Da kommen Lumming Mülldatteln dabei. Ein gut Pot Kanäle. Andere ganz ein bisschen Ahornsirop. Und die bünd das Ganze nur, damit es noch ein bisschen mehr ist. Und da brauche ich das Ganze nur noch zu mixen. Gut, das Ganze ist zusammengekommen. Da kann ich auch schon mit Trüffel rollen. Und ich hole dafür ein bisschen Kokosraspel. Für das doch wirklich wie kleine Trüffeln da nur ausgesehen. Und da hole ich so Kiste große Stücke und mal Bullen draus. Und die Kanäle, die passt noch herrlich bei die Kokosnuss. Das ist ein bisschen wie so kleine Rocher. Und kann ich den heute wirklich mit all Sorten von Variationen machen. Ich schneide super mit Peanut Butter, mit Schokolade, mit Mandeln. Da geht es dann mit all Sorten gedrischentem Obst. Das ist ein gesunder Snack mit soll ich natürlich aber nicht 10 Stück Beine essen, weil du aber genug Kalorien. Für 25 Bällchen brauche ich 80 Gramm Pekanis, 150 Gramm Datteln, 1 Löffel Ahornsirop, ein bisschen Kanäle und Kokosraspel. Meine Energy Balls, ein gesunder Snack für zwischendurch. Und dann machen